Herzlich willkommen zurück bei dem guten alten Format eine Stunde angespielt oder Let's Play, ja oder nein, etc. Dieses Mal haben wir ausgesucht, Mist Survival, also nicht Scheißdreck Survival, sondern den Nebel, den grausigen. Das ist sogar relativ guter Spawnpunkt. Wir werden diese Episode oder diese Ausgabe nicht lange spielen, ähm, aus vielerlei Gründen. Und zwar, Mist Survival ist ja gerade noch in der Entwicklung. Das ist ein klitzekleines Team, weniger als 10 Leute, was ich weiß. Wieder 2 Plätze Rucksack voll, geil. Ähm, und im Juli kommt das Update mit der Nummer 0.4.0. Du darfst mich bitte nicht fragen, was das für Bezeichnung ist. Ich bin ein Idiot, was das angeht. Wie gesagt, das Spiel ist für mich noch in der Entwicklung, für seinen Entwicklungsstand aber schon sehr weit, obwohl es wenig Menschen sind, die das entwickeln. Ähm, ich habe mich, ich wollte vor längerem schon mal wieder mal ein Let's Play dazu machen. Hoppala. Äh, I believe there are zombies. Oder so. Ja, weg. Das nennt man dann Nebelkrähen, gell? Und zwar, ich wollte schon länger wieder mal so ein Dingenskirchen machen, so eine Runde, Mist Survival. Aber es hat mich was abgehalten davon. Durch das, dass das Spiel noch in der Entwicklung ist und ich mir nicht sicher bin, wenn ich da jetzt da anfange, mit dem Spiel, ich spiele das bla bla bla, wie du das halt so kennst, ich spiele das Spiel dann und dann kommt ein neues Update außer und man weiß ja nie, wird der Spielstand behalten oder muss er dann wieder von vorn anfangen. Und ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, um dieses Risiko zu vermeiden, warte ich mit diesem Spiel noch etwas ab. Ähm, Es ist irre gut, es ist irre zäh, aber mir gefällt es irgendwo. Und jetzt haben wir gedacht, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ähm, Wie habe ich das Spiel kennengelernt? Ich gebe es offen und ehrlich gesagt zu. Es ploppte damals beim guten Gronk auf und der hat halt jetzt die erste Staffel, wie man das heute so schön sagt, ich glaube über 80 Episoden gespielt, gell. Also er hat es wirklich ausgekostet und dann haben wir gedacht, gut, ich schaue mal auf Steam nach, ob ich das auch krieg, ob das am Computer passt bei mir, ob das geht, hin und her und bla bla bla. Alles drum und drau, die ganze Funktionsscheiße, du weißt eh, wie das ist. Und ja, jetzt bin ich halt da, schau mir das kurz einmal für eine halbe Stunde an und belebe somit auch ein altes Kanal. Was war denn da jetzt? Achso, mei. Jetzt habe ich geglaubt, da läuft mir was entgegen. Cool. Ja, der Tati wird immer blöder. Jetzt habe ich mir halt gedacht, ich schaue mir das einmal so nochmal an, belebe dabei ein altes Format wieder und die Geschichte hat sie. Ich bin glücklich, weil ich wieder meine geschaut habe, ob es was Neues gibt. In diesem neuen Update, was da kommen soll ja der Charakter, den du da spielst, wo du jetzt nur, hoppala, wo du jetzt nur die Hände siehst, da, du siehst den ja dann wieder voll sehen. Also, ja, du weißt, was ich meine. Und ja, mal schauen, wie lange wir das da heute machen. Lange wird es nicht gehen. Einfach nur wieder mal für mich als Probe auch. Ich möchte sehen, wie mein neues Aufnahmeprogramm funktioniert, mit dem ich auch begonnen habe, Fallout 4 aufzunehmen. Aber diese Aufnahmen von Fallout 4 wirst du aber erst ich glaube in einem halben Jahr oder so sehen. Also sehr spät. Gut. Wie du vielleicht im Intro schon gelesen hast, es geht darum, eine Nebelsuppe legte sich über das Land vor 3 Jahren und du bist der einzige Überlebende in der Hinsicht
Und jedes Mal, wenn dieser schöne Nebel kommt, hast du halt irgendein Problem mit so herumwatschelnden Zombies, gell? Ja. Dein größter Feind hier ist das Überleben, wie du siehst. Ja. Du kannst dein eigenes Haus bauen, es gibt, bauen. Ja, du kannst da jetzt zum Beispiel hergehen, kannst da so Baracken herstellen. Im Prinzip ist es nichts anderes wie der Baumodus in Fallout 4. Kann man so sagen. Ja. Nur halt stumm und der Charakter, ja. Also, ja, er redet halt nichts, was der wie das ist, gell. Deswegen bist du ja auch alleine hier. Oh. Oh. Ein Gewehrli. Na, sehr schön. Wuhu. Oh. Nehmen wir mit. So. Was haben wir da herinnen? 0,0. Das ist auch schön. Ohne das Komma hieß es 00 und wäre ein WC. Gut, jetzt wissen wir, wo wir in Zukunft, wenn wir aufs Häusl müssen, umweltschonend reinbrunzen können. Nämlich da in den Tank, wenn das Auto einen Tank hat. Da unten ist, glaube ich, ein hübsches Plätzchen zum Hinplatzeln. Schön. Wir müssen uns aber ein bisschen beeilen, weil wenn der Nebel kommt, sind wir Hackfleisch. Ja. Dann sind wir Hackgemüse und es wollen wir nicht. So. Was ist denn da unten? Die Karte ist größer geworden. Die Hälfte kenne ich nicht einmal. Ja. So viel habe ich das Spiel gespielt. Mhm. Es gibt zwar einen wunderschönen Endgegner oder einen, ich sage jetzt einmal, einen Gegner, den kenne ich auch noch nicht, gegen den habe ich auch noch nicht gekämpft. Also ich bin, was das angeht, in diesem Spiel relativ weit hinten. Fast schon der Letzte. Ich würde nicht sagen das Letzte, aber der Letzte. Gell? Also, schon wissen. So. Dann gibt es ja sowas wie, schau her, kann ich da jetzt sagen. Feder brauchen wir nicht. Eine Schmiede. Dann kannst du da Material schmelzen, etc. etc. Und musst jetzt schauen, dass du überlebst. Ja. Der letzte Wissensstand meines, was mir mein Gehirn so rüberschreibt, ist zu diesem Spiel, es soll ja später das Spiel soll ja größer werden. Mit einem Level-System etc. etc. Es ist jetzt nicht unbedingt die größte Open World, aber sie hat jetzt schon beträchtlich an Größe gewonnen. Wieso sind wir jetzt schon? Also wir sind schon viel. Okay. Also ein Kack wie Käse. Ich hätte mir gedacht, wir werden uns da einmal einnisten. Schön, gefällt mir, bleiben wir. Sehr gut. Siehst du kannst da das zu deiner aktiven Basis machen oder zu deiner Basis etc. Du kennst das eh. Gut. Und ja, das erste, was wir brauchen werden, ist einmal ja, was wir brauchen? Kannst du mir das verraten? Ich weiß es nicht. Das erste, was wir brauchen werden, ist einmal ein Plätzchen, wo wir uns ein bisschen entleeren können, dass wir wieder genug aufnehmen können. Da hinten, schau. Achso, ja. Ja, ja. Wenigstens die Ladeflächen können wir aufmachen. Super. Bursche. Spül die nicht. Ich sag das. Wenn ich doch nur wüsste.
Es ist aber eine Scheißbasis da. Die gefällt mir gar nicht. Du bist da im Prinzip Futter für alle. Ja. Mal schauen, vielleicht finden wir ein besseres Örtchen. Oh, ja, super, Klaus. Wir können ja nichts mehr mitnehmen. Was halt auch noch gibt, es sind Banditen. Die haben eigene Camps. Das wird dann ungefähr so ablaufen. Ich schätze halt mal, dass das so kommen wird. Gelesen hätte ich es einmal vor einigen Dekaden, dass diese Banditen, wenn sie auf dich aufmerksam werden, beginnen sie deine Basis anzugreifen. Also im Prinzip kann man es mit, ja, man könnte das Spiel prinzipiell mit Fallout 4 vergleichen. Ich will diesen unfairen Vergleich jetzt einmal anstellen. Nur dass du halt da keine eigentliche Geschichte dahinter hast. Gell? Also du hast ja da eigentlich nur ein bisschen Überleben und ja, schon wissen. Das ist sehr gut. Sobald wir dann da sobald dieser Nebel da kommt, diese Nebelkrähe da, können wir uns da drinnen verstecken und uns in der Zwischenzeit eine weitere Basis oder eine Basis suchen, immer wieder da zurückkehren und den ganzen Scheißdreck dann holen, wenn wir brauchen. Man gut, ist jetzt mal für diese Aufnahme irrelevant. Weil da ja da eh nur ein angespielt mache. Warte mal. Oh. Seit wann gibt es denn Handschuhe? Ja, geil. Ah, so ein Schlawiner. Dass es sowas gibt. Den Motor haben wir da einer. Ah, warte mal. Ja, der hat ja keinen Motor. Er hat ja keinen Motor, darum werde ich gleich zum Rotor. Ja. Gut. Was das ist gefressen, nehmen wir gleich mit. Das werden wir brauchen, wir haben Hunger und dann Durst hat ja jeder. Der eine auf das, der andere auf das und der andere auf das. Gut, so her, daher. Kennen wir das? Nö. Kennen wir das? Nö. Gut. Das Spiel sagt nein. Auch schön. Jo, was machen wir? Wir werden jetzt mal schauen, dass wir irgendwie uns vollfett weiterentwickeln, Baby. Ja. Damit die Tante gleich mal weiß, wo der Hase läuft, gell? Der Hase oder der Bär, man weiß es nie. Und wenn du einen Bären aufbinden lässt, Baby, dann bist du aber selber schuld. Oh, da unten ist ein... Oh, 3 Zigaretten, ja bist du Moped, hey. Jetzt werden wir einen Nikotinschub kriegen, dass wir uns ausscheißen, bis was Kreuz auf. Ich entschuldige mich für meine Ausdrucksweise, aber ich bin relativ bei guter Laune, gell? Ja, was machen wir jetzt da? Ist es da unten? Siehst du es, was ich sehe? Mhm. Ich werde dich versuchen zu unterhalten während dieses wunderschönen Ereignisses, gell? Und ich weiß nicht, das bin ich mir jetzt nicht sicher, ich vermute mal, wenn die Entwickler wirkliche Bastarde sind, dann werden sie das Spiel so programmieren, dass die Zombies irgendwann einmal aus dem Auto außerzahlen. Ja, genau. Da liegt ein Blatt, aber kein Blatt Papier. Freut mich. Da liegt eine Feder, die will aber auch nicht jeder. Naja. Wir werden es da schlagen mit einem Star. Ha! Herrlich. So, jetzt schauen wir mal. Wir werden uns dieses Debakel jetzt aus der Sicherheit des Fahrzeuges angucken. Gell? Und sobald der Nebel vorbei ist und die Nebelkrähen sich den, wie sagt man, den Arrivederci machen, werden wir wieder aussteigen und dann mal schauen und weiter erkunden.
für die Folge dieses Videos. Es ist aber auch für mich dann gleichzeitig die Probeaufnahme mit dem neuen Aufnahmeprogramm, wo ich die Möglichkeit habe mittlerweile die Tonspuren, also die Audiospuren auf zwei extrigen Spuren habe. Das heißt, ich kann mir dann im Schnittprogramm ein bisschen besser spielen damit. So würde ich sagen, dass es rauskriegt, ich sage es. Ach ja. Normalerweise sollte jetzt gleich einmal. Oh oh. Für normal sollte gleich mal dieser komische Sample aufploppen. Der halt für Nebel typisch ist. Gleich. Jetzt da. Nö. Haben die Entwickler den beseitigt? Schaut so aus, hä? Das Dach ist offen. Yippie, wir sind besoffen. Oh. Mensch, Junge. Ich tät auf die Wildecker Herzbuben warten, aber sie kommen nicht. Das Spiel macht mir jetzt schon fertig. Und wie war dein Tag? Meiner war super. Mhm. Gemacht habe ich nix. Vorgenommen hätte ich mir eine Menge. Oh. Gibt's da nicht mehr den lustigen Sample? Haben die den Sample entfernt? Dieses äh, digitale Meisterwerk der Musik? Ich warte eigentlich wirklich nur mehr drauf, bis die Viecher aus dem Auto ausziehen. Auf den Moment warte ich noch. Und dich dann verprügeln. Jo, das erscheint im Nebel. Röchelnd, hustend. Zugegeben, ich habe schon 50 Stunden laut Steam in diesem Spiel verbracht und auf meinem Kanal ist ja nichts mehr zu finden von Miss Survival. Da werden wir so ein bisschen was gespielt davon. Und da bin ich eben auch mit diesem Auto da vom Berg runtergefahren, neben so einem Zombie vorbei im Nebel und der Zombie hat aber aufs Auto eingeschlagen. Also ich schätze mal, dass die Entwickler das auch vorhaben, wenn du jetzt im Auto unterwegs bist und sie erwischen die Tier oder sonstiges, dass sie dir aus dem Auto auswerfen oder aus dem Auto auszahlen. Ich vermute, dass das so kommen wird. Und wenn du dir jetzt fragst, was da so clasht gleich im Hintergrund, wertvolle Chemie, die für den Körper wirklich gesund ist. Cola küsst Orange. Lecker. Mm. Das ist so kalt, dass selbst die Dosen schwitzt. Ja. Ja. Jetzt warten wir da, bis der Nebel vorbei ist, bis uns diese Viecher da in Ruhe lassen, bis sie vorbeiziehen. Gell? Sei froh, dass es kein Geruchsfernsehen ist. Hm. Wenn der schlechtes Deo hat, Alter, dann riechst du in seine Achselwürze, das sage ich dir. Ja, da ist der Onkel Charlie. Mhm.
Und da hinten war, glaube ich, irgendwo die Tante Hertha. Da hinten. Na gut. Der Karl. Mhm. Und die Hertel. Boah, Entschuldigung. Falls du das auch verstoßen bei mir her hast, ich habe vorhin gerade gegessen, es ist keine Stunde her, wo ich was gegessen habe. Dann haben wir einen Kaffee gemacht und jetzt stoßt mir ein bisschen sauer auf, gell. Ach ja, der Nebel, er ist so lästig. Aber ich würde das einfach sagen, in voller Länge, mit vollem Genuss, wie das halt dann abläuft, wenn du das Spiel spielst. Ja, bitteschön. Das ist der Großcousin, gell? Der ist leider bei der Bachelorprüfung durchgeflogen. Der hat leider nicht gewusst, wie viel 2 plus 2 ist. Ja. Also wie lang ist denn der Rhythmus bitte? Oder wie lang ist der Takt, wo der Nebel da ist? Normalerweise, also dass du da auf diesen Stein schaust, was da aus der Erde kommt, müsstest du eigentlich feststellen, dass die Sonne schon langsam wieder kommt. Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Ne, ich glaube, ich täusche mich da gerade. Ist egal, wir werden es gleich sehen. Da werden wir noch ein bisschen herumfladeln, Fladulenzen da in der Gegend. Und dann werden wir das für heute wieder beenden, dass wir wieder mal dieses alte Format wieder mal ein bisschen belebt haben. Na komm. Ah, ja, und das ist der Ablauf vom Spiel. Ich wollte es ja schon öfters bringen, aber es bringt ja nichts, wenn ich euch jetzt da was sage. Und dann habe ich mir einen Spielstand aufgebaut. Dann kommt ein neues Update und dann ist vielleicht der Spielstand unbrauchbar und dann fange ich wieder von vorne an. Das bringt sie nichts. Da habe ich nichts davon, da habt ihr nichts davon, da hab ich nichts davon und dann ist es verschissene Zeit, dir sag es. Wie lange geht denn der Nebel jetzt schon? Aber ich glaube, die haben den Sample rausgenommen. Oder bin die Musik leiser draht. Eins war die zwei, aber ich glaube, der Sample ist gar nicht mehr drinnen. Das war so ein komisches, so ein bisschen Synthesizer, ganz dumpf, mit ein bisschen Bass dahinter, Vollgas, gell, Double Bass, nein. Schau einfach, du, wenn's dich interessiert, wenn dir das Spiel interessieren sollte, schau beim Gronk ein, wenn's düst. Ich verlinke das in der Videobeschreibung. Dann kannst du dir die ersten zwei Staffeln anschauen, von allem, was er gemacht hat. Er ist da ein bisschen weiter wie ich, er hat schon ein bisschen mehr gesehen von dem Spiel. Und der Rest passt dann schon, so gesehen. Ah, jetzt da. Ja, wie du siehst, wir haben schon. Oder wie habe ich das jetzt gemacht? Kruzifix. Wenn ich mir das nicht verschaut habe, wir haben schon fast 25 Minuten. Wir werden jetzt da die Folge dann trotzdem da mal beenden. Ich will euch da jetzt nicht zu lange aufhalten. Ich weiß ja selber, wie das ist. Du gehst selber arbeiten, hast Freizeit hin und her und bla bla bla. Und dann hast du da nicht immer Lust, dass du da jetzt eine Stunde hinhuckst und dir was anschaust und hin und her und bla bla bla. Ich kenne das selber auch. Über das ähm, nicht über, ich mein, jetzt über die Nacht lade ich es nicht hoch. Am Vormittag, wenn ich dazu komme, wir es rendern und wir es dann hochladen und dann wirst du sagen und fertig. Mein Schnittprogramm ist mittlerweile eh schnell, also da brauche ich mir keine Sorgen machen, weil ohne Updates geht ja gar nichts mehr. So,
Können wir das aussteigen? Ja, warten wir noch 2, 3 Minuten. Werden wir einfach aussteigen aus der Kugel. Jetzt höre ich nur gerade. Wir dürften, glaube ich, auf der sicheren Seite sein. Und ja, unsere Freunde haben eine ganz leichte Sonnenallergie. Mhm. Von Staub zu Staub, gell? Ja. Von Staub zu Staub wirst du auch mal taub. Wir haben jetzt zwar. Warte mal, wie ist denn das gegangen? Wie kannst du denn da auf das Schnödings zugreifen? Genau. Wir haben jetzt zwar eine Waffe, 0 Kugeln. Also schauen wir blöd aus der Wäsche. Aber warte mal, haben wir da nicht in den. Haben wir da nicht in den Dings irgendwo Munition gehabt? Na. Wie gesagt, es nutzt uns nichts, wenn wir keine Waffen haben, wenn wir eine Waffen haben, aber keine Munition. Das hilft uns alles nichts. Das hilft uns ja nichts, das hilft uns ja nichts. Ah, da ist was schon. Warte mal, jetzt schauen wir vielleicht. Nö. Wir haben zwar jetzt Munition aufgenommen, aber nicht für diese Waffe. Ha! Herrlich. Da sprudeln die Gags, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Da saugt das, wie sie ist. 3 Kugeln. Ja, bist du Moped. Wir sind der Terminator vom Herrn. Wahnsinn. Mit 3 Kugeln. Jetzt legen wir uns mit der ganzen Welt an. Dir sag es. Was haben wir denn da unten? Ich weiß zwar, dass wir jetzt irgendwo eine Basis haben, gell? Aber, weißt du, was das Geile an der ganzen Geschichte ist mit der Basis? Ich hab schon wieder vergessen, wo die war. Warte mal. Siehst du da irgendwo was Zombiehaftes herumlaufen? Elegant, elegant, der Herr. Hollasa! Oh. Na schau dir an erst. Hey, das ist ja eh das Starterhaus, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja, blöd werden wir sein, hey. Weißt du was, wir werden uns da gemütlich einrichten. Sollte es irgendwann einmal anfangen, das Spiel. Versprechen tue ich aber nichts. Nö. Ich werde den Speicherstand zwar lassen. Nur bitte darf es mir halt nicht besser sein, wenn ich später nichts vor dem Spiel bringe, weil es noch in der Entwicklung ist und ich nicht weiß, wie die Entwickler momentan weiter da. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass jetzt demnächst wieder ein Update kommt und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Will ich auch gar nicht, weil ich die nicht anlegen will. Dir sage es, wie sie ist, gell? So. Wir werden das da wieder, wir werden das zu unserer Basis machen und da oben haben wir noch was drinnen, irgendwo in den einen Auto. Da haben wir sogar einen Kasten. Ja, sehr geil, da ist Wasser herin. Ja, das ist natürlich, ja, das freut natürlich meinen Arsch. Es wird uns diesen retten. Da können wir uns später ein Bett herstellen. Jetzt weiß ich aber nur nicht, warte mal, dieses kleine Gebäudchen hat ja da... Da oben ist die Tankstelle, was das da oben ein Bär ist. Toll. Also wie immer die besten Voraussetzungen. Okay,
Ja. Und zwar, du kannst da, wie du siehst, du kannst da den Scheißdreck da bewegen. Die schaut jetzt zwar relativ armselig aus, wie ich den Scheißdreck da fabriziere. Aber ich stelle das jetzt einfach einmal da her. Und dann haben wir mal unsere Ruhe. Geil. Geil, da schaust du, wa? Warte mal kurz. Mal schauen, ob das noch immer gleich geblieben ist. Ja, das ist noch immer gleich geblieben. Sehr schön. Liebe Entwickler, ihr macht mich stolz. Mhm. Stolz auf Holz. Wie die Werbung so schön verrät. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin verwundert. Jopp, wir kriegen Komponenten, die wir brauchen können. Sehr fein. Jungs, ihr macht's mir wirklich stolz. Ich bin stolzer wie ein Holz. Da. Yay! Aber die Ausdauer geht mittlerweile sehr langsam. Oder täusche ich mich da? Ich mein, gut, ich hab's jetzt seit Dekaden nicht mehr gespielt, gell? Eigentlich habe ich gesagt, ich will aufhören, aber jetzt bin ich gerade mittendrin, statt nur dabei. Und weil ich gerade lustig bin, hätte ich mir gedacht, ich nehme heute noch was auf. Aber mal schauen. Platsch! Haha! Ja, schau dir das an, was da liegt. Warte mal, wie schaut's jetzt eigentlich im Inventar aus? Können wir noch was aufnehmen? Ja, genau. Mit dem, was wir im Inventar aufnehmen können, da kommen wir bis Buxtehude, mit der Tante Trude. Ja, wir werden das jetzt aus dem Auto da holen. Ich weiß, Entschuldigung, aber ich habe halt relativ gute Laune. Lasst's mir einfach. Und nein, ich bin privat auch ein bisschen so. Also von dem her. Warte mal. So. Achso, okay, das ist, ja. Das könnte man eigentlich anziehen. Warte mal. Equipment, na. Status, Crafting, Harvest, Key Items. Okay. Ja, dann eben nicht. Dann lass es doch, mein Freund. Den können wir später holen. Wer Kopfweh hat, sind da, Kopf, ne? Wer, ja, du weißt ja, was ich meine. So, und einen guten Tipp habe ich auch an meine männlichen Zuseher. Ich weiß, dass ich fast nur männliche Zuseher habe, bis auf die Marleen. Aber da kann die Marleen gleich was lernen, gell? Also, sollte mal wer geil für euch sein, kannst du das Maulenspieß umdrehen und kannst auch sagen zum Schatzi, wenn sie sagt, du Schatz, ich bin geil, dann hast du ihr als Antwort geben, du, ich will halt nicht, ich hab so viel Migräne, gell? Also, mir braucht keiner kommen von wegen, das geht nur von einer Seite, gell? Es geht alles von beiden Seiten, man muss nur die Perspektive dazu verändern. Ja was? Ich bin halt der festen Überzeugung oder der festen Meinung, Single-Männer haben sicher nicht einfach. Was dann denn, wenn die geil sind? Die sagen dann auch, oh nein, ich will halt nicht, das ist halt, ja, ich will mir halt kein Hobeln, ich hab Migräne. Nein, das weiß ich mir dann auch zu verhindern, gell. Alter Bur, redet so einen Scheiß. Das schaut ja keiner an. Okay. So. So. Das da wir daher. Yippie! Alter, ich bin, ja, was bin ich, ha? Das wissen nur die Hühner, was du bist, mein Sohn. Können wir da jetzt hergehen und ein bisschen... Ja, wir können Lumberjack spielen. Geil! Kuckuck, Kuckuck. Herrlich. In der Blüte seines Lebens. Baumfeld. Ja, das war jetzt der getreu dem Motto, Baumfeld, Geld regiert die Welt. Ja, also, was?
Haben wir schon wieder keinen Platz im Inventar? Ah, das ist ja traurig. Warte mal ganz kurz. Wir werden trotzdem mal einer. Okay, wir haben wirklich keinen Platz mehr. Aber das soll uns jetzt egal sein. Wir werden da jetzt ein bisschen was einräumen. Ein bisschen was zumindest, gell? Damit keiner sagen kann, da schaut's aus. Und überhaupt dann, wenn die Zombies daherkreien oder diese komischen Dingens da, dass keiner sagen kann, "Mei, bei denen schaut's aus erst." Das willst du nicht, das will ich nicht. Merkt ihr das? Ein für alle Mal. Ich will's noch mal gesagt haben. So. Da haben wir das auch noch da einer. Ist es jetzt schon mal aufgefallen, der hält seine Axt so ganz andächtig. So auf gut Deutsch gesagt, schnell, ich muss die Axt ja schön halten, damit sie jeder sieht, gell? Schau, eine Axt habe ich da. Ja, da mit dir, du Lock, du. So. Und Entschuldigung wegen den Spruch vorhin, da von diese Masturbationsmigräne, gell? Sie ist noch nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ab und zu, ich bin so. Das ist meine Art. Ich habe einfach jetzt, trotz dessen, dass ich privat einige Probleme habe, was Arbeit und so angeht, ähm, versuche ich eigentlich immer die Devise zu verfolgen, man darf das Leben in vielen Hinsichten einfach nimmer ernst nehmen. Es ist leider so. Weil würdest du alles irgendwie ernst nehmen, was alles so passiert überall, wurscht in welchen Hinsichten, dann wirst du irgendwann einmal alt und frustriert. Und das willst du ja nicht, oder? Ich meine, alt wirst, da braucht man gar nicht reden. Alt wirst du allein, da brauchst du mich nicht dazu, dir sag es. So, ich glaube, wir werden diese Episode jetzt einmal fürs Erste beenden. Ja, vielleicht kopiere ich das Spiel später in eine eigene Playlist um, dass man das dann vielleicht, dass wir später da vielleicht wieder mal reinschauen. Spätestens bei diesem 0.40 Update oder was es einmal kommen sollte. Was die Entwickler da vorhaben, ich weiß es nicht. Es soll ein bisschen was kommen. Vielleicht machen wir weiter, eine kleine Runde. Man weiß es nie, was kommt. Ich hätte eine Formatidee. Da muss ich mir aber erst anschauen, wie ich das alles zeitlich hinkriege. Weil ich bin ja nicht mein eigener Feind und huck mir dort da her und nimm Unmengen an Sachen auf und hau dann 70 Videos am Tag aus. Das will ich momentan einfach nicht. Nö. Ah, okay, das können wir alles nicht mitnehmen. Na gut, wir werden jetzt da zurücklaufen. Ich sehe schon, es nebelt wieder. Ja, das kommt aber, wenn man bei etwaig hitzigem Wetter die Schuhe rauszieht. Ja. Weil wenn ich bei zu viel Sonnenschein nämlich die Schuhe rausziehe, nebelt's nämlich auch so, gell? Also, das nennt man dann Fußnebel. Warum und wieso, weiß ich nicht. Gut. Wir nehmen jetzt das mit. Ist aber eigentlich traurig, oder? Dass du in der heutigen Zeit aufpassen musst, wie du was formulierst. Ich habe das jetzt schon öfters gedacht. Man gut, vielleicht bin ich ein bisschen ein ganz naives Dorfkinderl. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe mir das letzte Mal schon gedacht, warum nicht einfach einmal eine Minuten zusammenhalten, dann war die Welt gleich viel schöner. Und auch so, ich habe es jetzt einmal probiert, wenn du dich komplett ausklingst aus sozialen Medien, passt jetzt zwar nicht zum Spielethema, aber irgendwie macht mir diese Atmosphäre, dieses Alleinsein da in diesem Spiel
gerade ein bisschen melancholisch. Ähm, Warum nicht eine Minuten zusammenhalten? Wenn du dich, ich bin drauf gekommen, wenn ich mich komplett ausklinge, das heißt, wenn ich mir jetzt da in ein Spiel reinhuck, ohne irgendwelche sozialen Medien, ohne Twitter, ohne Facebook, ohne, ich hab zwar überall einen Kanal, auf Facebook zum Beispiel bin ich eigentlich nur drinnen wegen meinem Festival da in Leum. Aber wenn du dich jetzt so ein ausklingst aus den ganzen sozialen Netzwerken, wenn du Politik außen vor lässt, wenn dir gesellschaftliche Probleme scheißegal sind und du sagst, interessiert mich halt nicht, wieso soll ich mir das antun? Ich sag das ehrlich, wie es ist. Du wirst gar nicht glauben, wie sehr deine Laune und selber deine gedankliche Moral plötzlich steigt. Das heißt, du bist bei weitem besser drauf, dir ist es scheißegal und du kannst den Tag einfach besser genießen. Ist leider eine Erkenntnis, die ich in den letzten Wochen und Monaten gewonnen habe. Jeder hat sein Bargeld zum Tragen, ja, aber es kommt immer darauf an, wie man es macht. Oder wie man damit umgeht. Ich kann jetzt auch nicht hergehen und mein Backel, was ich hab, was ich schon als Altlast immer wieder mitzah, kann ich nicht an der Freundin auslassen. Das geht nicht. Ist so. Okay, ich, ich habe jetzt Kruzifix da. Ich bau dich gleich aus, du. Ah, so ein Kretin. Ja, weißt du was? Genug für heute herumblödelt. Ich zeig dir jetzt ganz geschwind, was du da heute in den Spiel noch machen kannst. Du kannst da hergehen, da diesen Baumodus. Du hast da verschiedene Gebäude, die du da bauen kannst. Zäune, so Mauern, große Holzmauern. Dann kannst du da hergehen. Oh, so kleine Farm anlegen für Hühner halt. Strom, Betten und du kannst da schon was abpflanzen. Ähm, einen Mistkübel hast du, einen Generator hast du, einen Wasseraufbereiter, ein Wasserfassel, dann hast du da schon bestimmte, einen Kochtopf, einen Grühdings hast drauf, sind so eine komische Vorrichtung, was du Fleisch trocknen kannst etc. Und dann kannst du da schon Feuer machen mit diesen Tonnen und hin und her und bla bla bla. Schau her, und zwar, das schaut dann so ungefähr aus. Klar, für die Menschen, die das Spiel noch nicht kennen, du kannst ja dann hergehen und kannst ja dann da. Ich, nein, ich würde das jetzt noch nicht sagen, bevor der Nebel da daherkommt. Du kannst ja dann so riesige Häuser herbauen, schau so ungefähr. Ne? Ja. Was ist jetzt Spiel? Aha, ja, warum nicht? Oder Lagerfeuer zum Beispiel. Weißt du was? Die 2 Minuten haben wir noch. Schau her. Können wir da ein Lagerfeuer hermachen? Ja, können wir. Siehst du? Rechts hast du dann eine Anzeige, wie viel Materialien das du noch brauchst. Das können wir aber jetzt auf die Schnelle machen. An Durst haben wir auch schon wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf was du da alles schauen musst in den Spiel. Sehr geil. Haben wir noch irgendwo so Zweige herumliegen? Hm? Spiel, zeig mir deine Zweige und ich sag dir, wer du bist. Her da damit. Hm. Sag mal, liegen da keine Zweige herum? Oder haben wir... Na, warte mal, wir haben ja Zweige da drinnen, gell, in den einen Kastel, oder? Da ist schon wieder... Ja, sogar 5 Stück. Wow. Wir sind die Weltmeister im Zweige aufbewahren. Super geil. So, schau her, und so schaut das Ganze dann aus. Ein wunderschönes Lagerfeuer können wir uns da machen. Und wenn wir hergehen und wenn wir jetzt ganz geil sind, stellen wir uns da die auch noch auf. Schau her. Okay, da müssen wir dann ein bisschen, da müssen wir dann ein bisschen was sammeln an Ressourcen. So. Und dann haben wir da ein Wunder. Dann machen wir so. Das dann wir mal canceln, so wie die Auer die Flüge momentan. Und
wenn wir das da schön gerade herbringen, so irgendwie, haben wir ein wunderschönes Lagerfeuer. Ich sag das, wie es ist. Hey, Percha! Ich bin ein richtiger, wie sagt man, ich bin so richtig feuergeil. Jetzt lichtgeil, so auf romantisch gesehen. Aber das bin ich voll spitz wie Nachbarslampe. Dir sage es. Gut, somit war es das gewesen. Ich werde diesen Spielstand derzeitig einmal oder vorzeitig einmal speichern. Und vielleicht schaue ich wieder mal rein. In Kürze wirst du erfahren von mir, ich hätte ein weiteres Format vor. Das möchte ich aber dann in einem anderen Video erklären. Wir sehen uns irgendwann wieder in einem von den nächsten Videos, die kommen. Über den Urlaub habe ich einiges eingegeben. Einiges ist gut gesagt. Es kommt fast jeden Tag was. Bis zum nächsten Mal. Baba.